Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. So, sind wir soweit. Eher stressige Woche hinter mir. Ich hoffe, ihr nicht. Dementsprechend bin ich jetzt unter der Woche wirklich nicht mehr dazu gekommen, dass ich irgendwas aufnehme. Ne? Ihr habt jetzt vielleicht, das konnte ich jetzt gestern erst freischalten, das habe ich am Dienstag aufgenommen gehabt, das ein kleines Ankündigungs-Kasper-Video gesehen. Kleines Update. Dem Miezis geht es soweit gut. Ne? Das Abur und der Madel. Und bei dem Madel ist immer größerer Eingriff. Die hat halt eine Naht, aber die zupft da nicht dran rum. Die sind schon wieder ganz fidel. Und bauen genauso viel Scheiße nur wie davor auch. Ne? Also Klopfen auf Holz, ist alles gut geworden. Ich wollte heute mit euch drüber reden. Achso, ja. Hier. Hockt euch her, Sommermeere, reißt euch ja halbe auf. Ne? Ding, Zeug. So ein Ding. Ich wollte heute mit euch drüber reden, was in diesem Interview von Mimon mit diesem Frankengamer besprochen wurde. Ans Licht gekommen ist. Ich habe mir jetzt hier ganze DIN A4-Seite so Stichpunkte gemacht und würde die jetzt gerne mit euch durchgehen. Ich möchte euch schon mal vorwarnen, es wird viel M und Ä geben. Wer das nicht haben kann, ich versuche es, ich tue mein Bestes, es so gut wie möglich zu unterdrücken. Aber ich kenne mich, ihr kennt mich, wir wissen alle, was passieren wird. Es ist ganz ohne M und Ä kommt man nicht durch. Punkt Nummer 1, den ich mir aufgeschrieben habe, kommt gleich am Anfang von, das geht jetzt relativ chronologisch durch. Ihr erinnert euch in der Zeit 2022, Frühjahr, Sommer, da gab es Situationen, in denen Rainer wird ja immer vorgeworfen, sagt Rainer, du hast keine Fans, du hast nicht mal Freunde. Ne? Du hast ausschließlich Hater und Rainer dann gemeint hat, ja, er hat nicht nur ausschließlich Hater, weil Edzardler, er hat sehr, sehr gute Freunde und nicht viele, aber denen kann er zu 1000% vertrauen. Ist euch aufgefallen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt er das nicht mehr so kommuniziert hat? Und ist euch, wenn ihr dieses Interview gehört habt, aufgefallen, dass das genau ab da war, wo er gecheckt hat, dass dieser Franken-Hater-Gamer-Dude die ganze Zeit ihn auch nur gehasst und ausgenutzt hat? Also viel muss man sagen, natürlich hat er auch Rainer ausgenutzt. Das gibt er ja auch geradezu. Aber so saudeppert muss halt erst einmal sein. Keine Ahnung. Er hat ihm nach ein paar Wochen, die er ihn gekannt hat, hat er ihm den Online-Zugriff auf seine Kamera erklärt, damit der für ihn nachschauen kann, ob Kuchenkinder vor der Schanze stehen. Ja, Himmel, Kreuz, Kruzifix. Ja, wie saudeppert muss man denn eigentlich sein? Und das muss ja irgendwann 2021 gewesen sein. Also das war ja nicht am Anfang vom Game, in dem, wo man sagen kann, irgendein blauäugiger Rainer, wenn die Augenfarbe an dem Tag gerade dem entsprochen hat, ist jetzt dann irgendwas reingestolpert und hat die Erfahrung noch nicht gehabt und hat Leuten vertraut. Nein, der hat straight up ein Dude, den er ein paar Wochen gekannt hat, irgendwie das Kennwort für seine Kamera gegeben. Und wir haben uns immer gewundert. Ja, Moment einmal, wo kommen jetzt eigentlich hier diese Kamera-Leaks her? Ja? Die interessant gewesen wären. Und
wahrscheinlich, ich nehme stark an, hat dann hier der Frankengamer dem auch noch gesagt, boah, die haben sicher irgendwie dein Ding gehackt. Ne? Und er hat es ihm geglaubt. Einfach. Hageldummes. Ist es perfide? Ja. Würde ich das verurteilen, wenn es um irgendeinen anderen Menschen gehen würde? Ja. Kehrt's einem nicht anders? Ja. Ne? Es ist wild. Es ist einfach wild. Und andere Dinge, von denen wir immer gerätselt haben. Ne? Von denen wir immer gerätselt haben, was Phase ist. Also, dass Rainer da bei dem 2022 im Sommer gewohnt hat, wo wir alle geglaubt haben, er sitzt bei Marion im Keller. Also die meisten haben geglaubt, er sitzt bei Marion im Keller. War er bei dem Dude. Was schieflaufen muss, dass man einen Rainer Winkler bei sich beherbergt, wenn man weiß, was das für ein Dude ist. Na gut, das hat er auch erklärt. Er hat ja gesagt, geht er relativ offen damit um, der hatte Spielsucht gehabt. Ja, die Kohlen braucht. Und ist für mich eine plausible Aussage, weil wenn man mal erlebt, was Leute tun, um sich eine Sucht finanzieren zu können, da ist den Wingel zu beherbergen, vor allem wenn er einen den ganzen Tag mit Kohle beschmeißt, ja noch relativ harmlos. Ja? Also er ist jetzt nicht irgendwie am Nürnberger Hauptbahnhof Schwänze lutschen gegangen. Das kann Rainer passieren vielleicht in Zukunft. Keine Ahnung, wissen wir nicht. Aber und ja, das mit der Kohle ist sowieso so ein Punkt. Es hat ja wohl alles damit angefangen, dass dass Rainer die Waschmaschine ex gegangen ist. Und ja, Waschmaschine ist eine größere Anschaffung. Aber er hat ja auch gesagt, zu dem Zeitpunkt hat Rainer mit seinem YouTube-Kanal und dem ganzen anderen Klump so 7 bis 8K im Monat gemacht. Brutto. Und weil wir alle wissen, Brutto gleich Netto bei Rainer, weil Steuern werden nicht zahlt, Krankenversicherung wird nicht zahlt, hat der natürlich dann jeden Monat einfach mit der Kohle um sich geworfen. Und ihm dann alle 2 Wochen 50 € fürs Waschen zu geben. Ganz ehrlich, wenn ich irgendwo gebrauchte Waschmaschinen kaufe, auf eBay oder sowas, ne, dann bin ich dann nach einem halben Jahr, bin ich doch Gucci, oder? Also gebrauchte Waschmaschine bei eBay kriege ich für 300 € easy. Und wenn ich 7 bis 8K im Monat verdiene, in Anführungsstrichen, mit meiner Internetkasperei, dann wäre ich doch wohl in einem von diesen Monaten einmal 800-900 € in der Hand nehmen können und eine neue Waschmaschine kaufen. Wo ist das Problem? Warum ist er dann nicht irgendwie einfach nach Nürnberg gemeddelt? Oder nach Neustadt? Oder wo der nächstbeste Expert, Mediamarkt, sonst irgendwas ist? Geht hier, sagt er, hey, ich brauche eine neue Waschmaschine. Muss jetzt nichts Besonderes sein. Da drüben, Bums aus Nikolaus, da habt ihr das Geld, wann wird sie mir geliefert? Er ist ja eh immer daheim gewesen. Scheißegal. Na, stattdessen zahlt man irgendeinen Hiopai dafür, dass er aus dem Nachbardorf rüberfährt, die Wäsche abholt, wäscht und sie einem zurückbringt. Jedes Mal ein 50er. Ich weiß nicht, wer von euch einmal in der Großstadt gelebt hat oder in der Großstadt lebt und keine eigene Waschmaschine gehabt hat. Ich habe das gehabt, ich habe eine Zeit lang in München gewohnt, in einer sehr kleinen Einzimmerwohnung und ja, keine eigene Waschmaschine gehabt. Und Gott sei Dank in sehr, sehr, sehr leicht fußläufig erreichbar. 50 Meter die Straße runter war halt so ein Waschsalon. Und dann habe ich da halt gewaschen. Für, ich weiß nicht mehr, was kostet hat. 2,50 €, 3 €. Und dann habe ich wieder reingehackt, habe mir eine halbe aufgerissen, habe ein Buch rausgeholt, Ohrstöpsel rein, fertig. Und habe da gewartet, bis die Wäsche fertig rotiert ist. Dann habe ich, glaube ich, noch 50 € gezahlt fürs extra nochmal schleudern, damit
damit es mir die Bude nicht komplett zudampft, dass es halt so trocken ist, wie irgendwie geht, bevor es... Und dann habe ich es ans offene Fenster gestellt zum Trocknen und fertig war's. Für einen 50er habe ich das ganze Jahr gewaschen. Das hat er für einmal alle 2 Wochen Zeit. Wissen wir wieder, was Rainer für Verhältnis zum Geld hat. Und wie gesagt, ich bin auch nicht der große Experte. Ganz ehrlich, ich gebe Geld für Scheiße aus. Es ist unfassbar stellenweise, wo man sich auch an den Kopf langen muss. Also ich habe in meinem Leben inzwischen nicht mehr so krass, aber was ich, keine Ahnung, für Hearthstone Kartenpacks und für was weiß ich was Apex Legends Skins ausgeben habe, das ist wild. Das war damals aber expendable Income, so das war halt einfach, was ich übergehabt habe im Monat. Das war so, okay, so und so viel bleibt mir übrig, dass ich einfach verprassen kann. Das habe ich halt verprasst. Ist auch blöd, ganz ehrlich. Die Kohle, die hätte ich halt auch gern wieder, weil es auf Schmarrn ist einfach. Aber jemandem 50 Euro geben dafür, dass er deine Wäsche wäscht, ist halt understeppert. Es ist halt wirklich understeppert. Ja? Jemanden auf eine fast 3 Stunden Odyssee nach, ich weiß nicht mehr, wo er gesagt hat, Geiselwind schicken, damit er am 4 Footlong Subways holt und der mir dafür einen 100er geben, ist auch wild scheiße. Wobei ich nicht weiß, ob ich wirklich, keine Ahnung, 1 Stunde 20 One-Way auf mich genommen hätte, nur um hier dem dicken Nilpferd seine Subways in den Schlund werfen zu können danach. Er hat gesagt, du, was, Geiselwind, das ist fast 1,5 Stunden Fahrt One-Way, du kannst ja gewaltig in die Haare schmieren. Scheißegal, ob du dir jetzt Subway einbützt oder nicht, wurscht. Ne? Ich fahre die zum Zwingel oder ich fahre für dich zum Zwingel und kauf da Tiefkühlpizza oder sonst irgendwas. Aber wenn der nächste Subway halt 1,5 Stunden weg ist, dann gibt es halt jetzt kein Subway. Ja, da hätte er mal mehr Geld geben müssen. Klar, da hat er mal einen 100er gegeben und dann praktisch ist er 50er übrig geblieben. Und dann hat er für einen 50er Subway Sandwiches gekauft und die hat er sich ganz gewiss am selben Tag alle neu geschürt. Weil das glaube ich nicht, dass da den nächsten Tag eins noch davon gesehen hat. 4 Footlong Subway Sandwiches, ganz ehrlich, ich habe mal, wo ihr richtig Knast gehabt, da habe ich richtig Knast gehabt. 12-Stunden-Schicht gehabt, vor der Schicht nichts gefressen, überkrass Knast und dann habe ich 2 gegessen und danach war es mir 2 Tage lang schlecht. Aber 4, Alter. 4 Stück. Ich kann mir doch nicht, ganz ehrlich, ich kann mir doch nicht 4 Footlong. Aber er isst ja nicht so viel. Im Übrigen war das ja auch die Zeit, wo er diese Schlüsselloch-Videos gemacht hat. Ihr erinnert euch, wo im Endeffekt nur er zu sehen war und der 2/3 vom Bildschirm waren schwarz und das hat so ausgeschaut, wie wenn man irgendwie Piepshow durch Schlüsselloch durchschaut. Wo er sich dann hingesessen hat und diese Mozzarella und diese Milchschnitten-Challenges gemacht hat und zwar Zeit hat, ja, 4 Milchschnitten und jetzt bin ich schon, jetzt kriege ich schon nichts mehr rein. Ja, freilich, wenn ich vorher 4 Subway-Sandwiches gefressen hätte, Footlong, dann da die auch keine 10 Milchschnitten mehr fressen können. Dann da die nämlich sauber herspeiben davor. Es ist anders wild einfach. Es ist anders wild. Wofür der dem Kohle nachgeschmissen hat. Er hat ja dann auch gesagt, er behauptet ja immer, eigentlich ernährt er sich ja gesund und ganz selten und er isst ja, er mag gar keine Burger. Aber dann den Hiopai losschicken, dass er ihm für 70 Euro irgendwie 5 Whopper-Menüs kauft. Ja, ist ziemlich verarschen eigentlich. Ja, mag er nicht. Es hat ja immer nur an die Haters gelegen, dass er so fett geworden ist. Ja, also nur weil er sich nicht bewegen konnte, weil er aus dem Haus nicht mehr rausgehen konnte, weil ansonsten sofort irgendjemand die Butze abgerissen hätte.
Mitnichten hat es daran gelegen, dass er, wenn er zum Burger King geht, 70 Euro auf den Tisch gelegt hat. Jetzt stellt euch einmal vor, was du für 70 Euro bei Burger King bekommst. Und dann versuchst du das einmal zum Fressen. Wie gesagt, ich habe manchmal so diese Über-Cravings, oder wenn man von der Kneipe heimkommt und man lappt am McDonalds vorbei. Und dann stehst du da mit deiner 1,5 Promille vor diesem komischen Touchscreen-Ding und denkst, ja, nimm mehr damit, gell? Und dann, keine Ahnung, dann komme ich auf 20 Euro oder sowas. Ey, mit dem Klump habe ich zum Kämpfen. Der hat den 3,5-fachen Betrag davon beim Burger King rausgemeddelt und sich das in die Schublade geschürt. Kann sich keiner erklären, warum der so fett geworden ist, der Mo. Kann sich wirklich keiner erklären. Absolut, ein Rätsel. Ayman Abdallah, Galileo Mystery, bitte. Einmal erklären, wo es herkommt. Und der Frankengamer hat ja auch gesagt, als der bei dem gewohnt hat, hat er mindestens 230 Kilo gewogen. Wo er immer behauptet, ihr erinnert euch, zu dem Zeitpunkt hat er gesagt, ja, zwischen 190 und 185, das schwankt immer so. In dem Bereich hat er es immer gelogen. Ja, da hat er uns einfach mal um 40 Kilo beschissen. Also sich selber um 40 Kilo Leid. Warum? Aber das ist auch wieder dieses Bild. Ne? Er hat dieses Bild von sich selber. Wo habe ich das neulich gehört, wo er da irgendwas erzählt hat? War das auch eine von den Bärchen-Leaks? Oder war das im Übrigen, ich höre in letzter Zeit sehr, sehr viel mir die Sachen an, was Secret Service und der Bewährungsversager zusammen machen. Die haben eine sehr coole Chemie miteinander. Höre ich mir wirklich, wirklich gerne an. Ich glaube, da war es, wo er irgendeiner Mulle verzapft hat, dass er damals irgendwie, nachdem er seinen Führerschein gehabt hat, irgendwie seine Schwester von der Schule abgeholt hat und dann die Mädels aus ihrer Klasse ihn so geil fand, weil er neben seinem getunten Ford Fiesta gestanden ist. Ja, mit der so verschränkt, total auftrainiert, durchtrainiert, ausgeschaut wie der junge Gott und alles an sie ausklappen wie ein Gießlaster. Ja, freilich, genauso wird's passiert sein, Rainer. Rainer, wir haben gesehen, wie du 2018 ausgeschaut hast, wie du mit 18 ausgeschaut hast. Wir haben gesehen, wie du mit 21 Jahren ausgeschaut hast. Und du willst mir verzeihen, dass du dann mit 20 Jahren zwischendrin irgendwo der krasse Bodybuilder warst für 2 Wochen oder was. Ampf. Aber das ist, er belügt sich selber, er belügt uns. Ja? Aber er ignoriert auch vollkommen diesen vollkommen desaströsen Gesundheitszustand. Das ist ja auch sowas, was der Frankengamer gesagt hat. Der haut sie irgendwo in Haxen an. Und dann fängt es da raus zum Sprudeln, wie so ein Brunnen. Wie so ein Springbrunnen in Las Vegas oder sowas, weißt? Also, und hört nicht mal auf, dass der Notarzt kommen muss. Ich weiß nicht, wann ist eigentlich das letzte Mal passiert, dass ihr euch irgendwo ein Schienbein angehauen habt und dann ist da in Bächen das Blut rausgeflossen und wollt nicht mehr aufhören. Und wir haben das ja dann auch gesehen, das verheilt ja dann alles nicht mehr gescheit. Mit dem ganzen Wasser in die Haxen, dem ganzen Klump und dem Diabetes, den der Gwies auch hat. Wir haben es ja gesehen, letztes Jahr Zarenstein-Staffel, wenn er da gelaufen ist und sich die Hosen so hochkrempelt hat. Wie fürchterlich diese Wadeln ausgeschaut haben. Und ja, 230 Kilo Leid. Wo waren wir noch? 100 Euro Subway. Ja. Thema Haus. Da glaube ich ist wahrscheinlich Bullshit-Bingo angesagt. Also entweder das oder die Gemeinde hat da gepokert. Also entweder hat Rainer Bullshit erzählt, dass er gesagt hat, ja, ich habe ja das Haus, habe ja verkaufen müssen, weil
die Gemeinde hat gesagt, sie enteignen mich sonst. Ich weiß es nicht. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, Leute zu enteignen. Wir haben es ja gesehen, jetzt keine Ahnung, Lützerath oder was das war, wo sie nach Braunkohle baggern wollten, weil wir waren jetzt die erste Ortschaft, die wegbaggert worden ist. Es gibt die Möglichkeit, Quiz oder wenn irgendwo Autobahn gebaut werden muss. Aber ich glaube, eine Privatperson zu enteignen, da braucht es schon viel. Und das hätte auch, glaube ich, einen wirklich enormen finanziellen Aufwand zusätzlich für die Gemeinde bedeutet. Also entweder hat Rainer das verzapft, weil er da zu dem Zeitpunkt schon gemerkt hat, dass er riesengroßer Fehler war, den Puff zu verkaufen. Oder die Gemeinde ist zu Rainer hingegangen und hat ihm das so hingelegt, weil sie gedacht haben, der ist haargelddumm und wir blöffen jetzt einfach. Wir blöffen jetzt einfach. Ja, Rainer, du hast ja gehört, was die Richterin gesagt hat, hin und her, bla bla bla. Die ist sicher offen für sowas. Wir lassen dich enteignen, wenn du nicht verkaufst zu unseren Bedingungen. Und dann hat Rainer sich gedacht, oh, enteignen, da kriege ich ja gar nichts mehr dafür. Ist im Übrigen gar nicht so. Also wenn der Staat irgendwas enteignet, dann wirst du dementsprechend auch, also kriegst was dafür, dann fair's oder nicht, ne, nicht drüber diskutieren, aber du kriegst was dafür. Und hat es deswegen verkauft. Ich persönlich bin der Meinung, höchstwahrscheinlich ist das Schmarrn, Lülülü. Ne? Dass er praktisch vor seinem Kumpel nicht sich eingestehen musste, hey, ich bin einfach haargelddumm und ich habe mich da über den Tisch ziehen lassen, weil ich habe bloß noch Ford Ranger gesehen und wollte halt einfach nur die Kohle für die Karre haben und deswegen habe ich das Haus verkauft. Und dann hat er sich diese Räuberpistole mit der Enteignung ausgedacht. Also das ist meine Theorie. Ne? Aber ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit für die beiden Szenarien 70-30. Grob geschätzt. Also, ne? Und es ist auch wieder wie es immer bei Rainer ist, wenn er sich was einbildet, wie ein kleines Kind. Na, er hat sich diesen Ranger eingebildet. Der Ranger hat her müssen. Und der Frankengamer sagt, hey Rainer, wenn du durch die Walachei ziehen willst und willst praktisch Travel-Blogger werden, das wäre ja die Idee gewesen. Ja? Er wäre Travel-Blogger, er reist durch die Walachei, von Ort zu Ort, nimmt Videos auf und veröffentlicht die dann einen Tag oder 2 Tage, nachdem er da weg ist. Und dann sagt der Frankengamer so, hey, für die Kohle, warum kaufst du denn nicht ein kleines Wohnmobil oder so ein Camper oder sowas? In dem du dann auch pennen kannst, damit du nicht diese enormen Ausgaben hast, dass du überall in irgendwelche Hotels... Das Wohnmobil oder Camper ist zu auffällig. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wer von euch in letzter Zeit einmal im Sommer auf der deutschen Autobahn unterwegs war. Vergleicht euch mal, denkt mal drüber nach, wie viele Wohnmobile und Camper habt ihr gesehen und wie viele quietschblaue Ford Ranger habt ihr gesehen. Ne? Klar, Ford Ranger fahren auch ein paar rum, aber gerade im Sommer sind auf deutschen Straßen Wohnmobile zum Saufordern unterwegs. Wenn du einfach so einen 0815 Camper dafür gekauft hättest, da wäre da überhaupt nichts auffällig gewesen. Aber es war ja vollkommen wurscht, ob es auffällig war, weil wir ja erfahren haben, dass wir die ganzen Leaks, immer dieses, wenn jemand zufällig Rainer wieder irgendwo gefunden hat, wo sich Rainer immer nicht hat erklären können, ja scheiß doch der Hund auf Eis, wie haben mich die Hater jetzt hier wieder gefunden, hat wohl alles, also laut seinen Aussagen, der Frankengamer geleakt. Und das ist halt wild. Ihr erinnert euch an die Aussage noch, wo wir vorher drüber geredet haben, der beste Kumpel, er hat nicht viele Freunde, aber denen kann er zu 100% vertrauen. Es ist halt anders wild. Und natürlich ist es so, das war ja für den geschenkt. Also für den Frankengamer war das ja geschenkt. Weil ich hatte den leaken können, wie er lustig war. Weil ja auch Rainer sich dieses urkrass auffällige Auto gekauft hat. Es hat sich ja für jeden von uns auch plausibel angehört.
Ah, Rainer ist wieder irgendwo gesichtet worden. Ja, wie ist es dazu gekommen? Ja, der Ranger war wieder unterwegs. Hört sich plausibel an, dass er dann im Endeffekt den richtigen Leuten gesteckt hat, hey, da und da ist er gerade. Ist ja die perfekte Tarnung dafür gewesen. Das ist wieder so ein Ding, wo sich Rainer wieder selber ins Bein geschossen hat. Weil hätte er tatsächlich irgendeine unauffällige Karre gehabt, dann hätte er vielleicht auch irgendwann einmal zwei Murmeln im Kopf zusammenschlagen können, dass ein Funke entsteht, dass er sich denkt, Moment einmal, jetzt habe ich extra ein unauffälliges Auto gekauft und trotzdem finden die mich immer und überall. Wem habe ich verzeiht, wo ich bin? Einer Person. Und dann hätte er wäre er vielleicht früher drauf gekommen, ja, dass der permanent geleakt hat. Aber so ist er, unser Reini. Menschenkenntnis-Lord. Ah ja, das Lager. Auch wieder klassischer Rainer. Wo er erzählt hat, keine Ahnung, dass irgendwelche Hater haben ihm ja in seinem Namen dieses Lager gekündigt, wo er dann so mad geworden ist und sich dann immer darum kümmern wollte, dass er gesagt hat, ja komm, hol dir aus dem Lager, was du haben willst, den Rest sollen sie wegschmeißen. Ja, da wäre ich auch losgemettelt. Weil da war eine nagelneue Grafikkarte drin, die neu ein paar Monate vorher noch 1500 Euro gekostet hat und damals hat es ja diese Knappheit gegeben, gerade von diesen Grafikkarten. Was war das? Eine 3080 SX oder sowas? Irgend sowas. Aber ne, 1500, 1800 Euro hat die neu gekostet. Die war gewiss nur 1200 wert. Ja, da wäre ich auch losgemettelt und hätte die scheiß Grafikkarte da raus und hätte die sofort verscheppert. Ganz zu schweigen von der VR-Brille für einen Tausender. Weiter damit. Wenn er sagt, du kannst es haben, das lassen wir nicht zweimal sagen. Vielleicht lass es mir nur schriftlich geben. Schick's mir nochmal per WhatsApp. Damit ich dann auch einen Beweis habe. Weil, wir haben es ja mitgekriegt, der Reini hat dem gesagt, ja, behalt den Scheiß, mach damit, was du willst. Er hat ihn behalten, damit gemacht, was er wollte, er hat es verscheppert. Und jetzt kommt Reini, er ist alles gestohlen und zeigt ihn wegen Diebstahl an. Er hat aber Gott sei Dank die WhatsApp-Nachrichten, in denen drin steht, dass halt nicht so ist. Und da sind wir jetzt auch bei diesem ganzen Anzeigen-Ding. Kurze Exkursion, ne, zum anderen Thema, weswegen Rainer die Leute angezeigt hat. Ist halt auch anders wild. Er hat die Leute angezeigt wegen Diebstahl von Sachen aus seinem Lager, die da gar niemals drin waren. Und er hat den Frankengamer angezeigt wegen Diebstahl von seinen Konsolen und dem ganzen anderen Klump, das er ihm einfach gegeben hat, weil er einfach zu faul war, nach Franken zu meddeln und die Scheiße abzuholen und sie irgendwo anders wieder einzulagern. Weil er auch die Kohle für die Einlagerung nicht gehabt hätte. Er hat gesagt, ja, mach damit, was du willst, Arsch. Und dann jetzt da auf einmal daherkommen, die Leute anzuzeigen. Und die wildeste Anzeige, also wirklich die wildeste Anzeige der letzten Zeit, war ja wirklich, dass gerade Rainer einen Klonter wegen Kipo angezeigt hat, dafür, dass er Geschichten vorgelesen hat in seinem Stream, deren Autor Rainer ist. Wo du wirklich fragst, merkt der Mann's wirklich nicht? Oder was ist da los? Wie dreist muss man eigentlich sein? Dass man sagt, ja, nee, das ist eine gute Idee, das machen wir so. Ich hoffe, ganz ehrlich, das Winklerglück wird wieder zuschlagen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe ja, dass ihm das tatsächlich auf die Füße fällt. Ne? Weil wenn das nämlich tatsächlich, was Klonter da vorgelesen hat, wenn das tatsächlich dann eingestuft wird unter Kipo, dass dann die Staatsanwaltschaft schaut, im Moment, wer ist eigentlich der Verfasser dieses Werks? Rainer Winkler, herzlichen Glückwunsch, nächste Anzeige geht gegen Sie. Aber keine Ahnung, Anzeigen
Ich weiß nicht, ob Anzeigen Rainer nur stressen. Ich glaub's nicht. Ich glaube, das war mal so. Aber unsere Justiz hat ja Rainer dazu erzogen, dass er inzwischen der festen Überzeugung ist, vollkommen wurscht, wer mich für was anzeigt. Passiert ja eh nichts. Es passiert ja eh nichts. Vollkommen egal. Ne? Er ist ja immer freigesprochen worden. Also er ist verurteilt worden, aber er muss nicht in den Knast. Also das ist gleich Freispruch. Wo wir beim nächsten Thema sind, von wegen Konsequenzen, beim YouTube-Kanal war es ja das Gleiche. Da war ja dann auch, ihr kennt die Geschichten noch, wer es nicht kennt, aus 2022, noch bevor er den Kanal verloren hat und auch danach noch, ja, das regelt sich alles so wie immer eben. Da wieder ein Strike, aber ne, so wie immer, das regelt sich alles. Sehe ich so aus, als würde ich mir Sorgen machen. Der Klump, ne? Und da scheinen wir auch, wenn wir dem Frankengamer da glauben dürfen, aber es hört sich für mich auch plausibel an, ihm danken zu dürfen dafür, dass Rainer seinen Kanal verloren hat. Weil er wohl zu Rainer gesagt hat, hey, keine Ahnung, wenn es jetzt dann nichts hochladen, lad halt auf dem anderen Kanal was hoch. Ups. Und ich kann mir vorstellen, es hört sich für mich glaubwürdig an, ich kann mir vorstellen, wie das Gespräch vonstatten gegangen ist. Rainer hat ihm erzählt, ja, ich habe hier schon wieder einen ungerechtfertigten Strike auf meinem Hauptkanal und kann da nichts hochladen. Und dann wird der Frankengamer, ja, wenn der ungerechtfertigt ist, dann kannst du auf dem Zweikanal was hochladen. Wenn dann der Strike im Nachhinein als ungerechtfertigt eingestuft wird, dann brauchst du auch keine Konsequenzen befürchten. Und Rainer hat sich gedacht, ja, das hört sich gut an, das machen wir so. Na, dieses unsägliche Video da hochgeladen, wo er gegen diesen einen Typen geschossen hat, der ihm das Mettler-Sein abgesprochen hat. Und wir wissen alle, Rainer das Mettler-Sein absprechen ist ein sicherer Weg, ihn so zu triggern, dass er sofort eskaliert. Also, scheint wohl tatsächlich so zu sein, dass wenn es diesen Dude nicht gäbe, diesen Frankengamer, dass vielleicht Rainer seinen YouTube-Kanal noch hätte und dann hätten wir die letzten 2 Jahre ganz anderes Game gehabt. Ganz anderes Game. Wenn der YouTube-Kanal noch da wäre. Ganze TikTok-Staffel hätte alles nicht stattgefunden. Das müsst ihr euch mal, das Gedankenspiel müsst ihr euch mal geben. Denkt immer drüber nach, wie wären wohl die letzten 2 Jahre abgelaufen, wenn Rainer diesen YouTube-Kanal nicht verloren hätte. Und ja, es ist schon 2 Jahre her. Es ist krass, aber es ist so. 2 Jahre schon. Und wie gesagt, Aussage Frankengamer, es sind 7 bis 8K Reikämmer brutto über den YouTube-Kanal. Und mangels an Versteuerung von Seiten Rainers war es halt netto. Hm? Weiß ich nicht. Wäre das Game die letzten 2 Jahre ganz anders gelaufen. Unterkunftstechnisch. Dinge, die er trotzdem nicht gemacht hätte, wären sich um die MPU kümmern. Scheißegal, wie viel Geld er gekriegt hätte, um die MPU hätte er sich nicht gekümmert, weil er sich einfach um gar nichts kümmert. Noch dazu kann der im Leben keine MPU bestehen. Jeder Psychologe, der 30 Sekunden mit demselben Raum verbringt, weiß, dieser Mann sollte kein Kraftfahrzeug bewegen dürfen. Punkt. Ne? Aber er hat halt deutlich mehr so Höhenflüge gehabt und Kohle verprasst und mal wieder. Ja, wahrscheinlich wären dann auch andere Leute wieder irgendwie mit auf das Ding aufgesprungen, weißt? Andere Leute wieder Frankengamer, die halt vielleicht die Kohle gebraucht hätten und deswegen gut Freund mit Reinig macht. Ne? Da hängst du mal ab ein paar Tage mit dem. Lässt dich aushalten. Denn das hat ja Mona auch nicht anders gemacht. Es hat ja Mona auch nicht anders gemacht. Die hat sich ja auch aushalten lassen. Wo die Kohlen weg waren, dann war die auch weg. Dann hat Rainer den Ranger versilbert und die Versilberungskohle von dem Ranger, die hat er dem Frankengamer in den Arsch gepumpt. Aber da braucht er sich jetzt auch nicht beschweren, dass er jetzt irgendwie sagt, weil er sagt, er möchte irgendwie 30.000 von dem zurückhaben. Ganz ehrlich, wenn ich mich so aufführe, ich hock dann bei dem und führe mich dann auf, wie Prinz Pöbel auf der Erbse und
und schmeißt dem die 100 da hinten nach, so, ja, hier, Knecht, fahr mal nach Geiselwind und hol mal 4 Subway-Sandwiches, da ist dann 100er, heben auf und schmeiß ihm vor die Füße, wie das arroganteste Arschloch der Welt, ja, bloß weil ich gerade irgendwie einen Höhenflug habe und die YouTube-Barne gerade reinkämmer, dann brauche ich mich dann nicht 2 Jahre später beschweren und sagen, ja, Moment einmal, er hat ja viel zu viel Geld gegeben für absolut nichtigen Scheiß, einfach bloß, weil ich meine Impulskontrolle nicht am Start habe. Weil ich mir jetzt gerade Subway eingebildet habe, anstatt dass man zum Zwingeln meddelt und sich für 3 Euro eine Tiefkühlpizza kauft. Was? Stattdessen für 100 Euro Subway-Sandwiches. Für 70 Euro Burger King. Und 2 Jahre später, wenn die Barren weg sind, dann überlegt man sich, Moment einmal, ich hätte jetzt gern doch wieder das Geld zurück. Schauen wir mal, was noch. Ja, Frankfurt geleakt hat man schon, lag doch nicht am Ranger, sondern an dem Typen. Ja, Rainer scheint ohne Führerschein gefahren zu sein von dem komischen Typen, bei dem er war mit Mona damals. Nach Werne scheint er wohl selber gefahren zu sein. Ihr erinnert euch, wie die Karre da schon ausgeschaut hat. Rani hat 40.000 für den bezahlt und hat wohl irgendwie 28.000 noch gekriegt. Der hat halt in einem halben Jahr, hat der halt einfach den Wert des Autos um 12.000 Euro verringert. Das ist halt wild, für 12.000 Euro kaufe ich mal ein Auto, das ich die nächsten 10 Jahre fahren kann. Das ist nur der Wertverlust dessen, was Rainer an diesem Auto verursacht hat in einem halben Jahr. Wir haben es alles mitgekriegt. Im Parkhaus den Radlauf zusammen gemeddelt, den Seitenspiegel zusammen gefahren, gegen die Parkbank hier, Bank Blue. Den ganzen Krampf, die Kilometer, die der da drauf gerödelt hat, ich möchte nicht wissen, wie der Sitz ausgeschaut hat, weil wieder Frankengamer uns erklärt hat, ist natürlich, wenn sich da so ein 230, 240 Kilo Mensch da reinsetzt, so ein Sitz, hält das nicht aus. Nicht für die Dauer. Ja, beim Frankengamer scheinen ja auch diverse Küchenstühle kaputt gegangen zu sein, einfach weil die durchgebogen sind. Ich habe auch so Stühle da. Ich weiß genau, was er da meint. Das ist praktisch, das ist so ein Rohrgestänge, ja, das erstmal hinten die Lehne hat und dann geht das für die Sitzfläche nach vorne, vorne nach unten und dann wieder nach hinten und hinten wieder zusammen. Dass du praktisch, wenn du dann von der Seite dran schaust, ist es halt wie so ein C. Ne? Schaut das aus. Und freilich, wenn ich da ein kleines Elefantenbaby draufsetze, dann biegt es das nach hinten durch. Jetzt bin ich kein leichter Mensch, gut, inzwischen ein bisschen leichter als noch vor einem Dreivierteljahr, aber ich habe auch Kumpels hier, die ein bisschen beleibter sind, ab und zu. Noch keiner von den Stühlen ist irgendwie in die Knie gegangen. Und Rainer hat irgendwie 3 davon gekillt bei dem. Einfach bloß, weil er sie da mit seiner Vierteltonne draufgesetzt hat. Wo sind wir weiter? Oh ja. Die größte Verarsche, und ich glaube, da sind wir alle drauf reingefallen, war dieser Leak mit der Butze, die Rita wohl von ihrem zweiten Ehemann geerbt hat. Ihr erinnert euch, diese Bruchbude da? Es hat diverse Besuchersvideos da vor Ort gegeben. Das war wirklich ein schlauer Schachzug vom Frankengamer, dass er gesagt hat, scheiße, wir haben jetzt über diesen IP-Adressen-Leak von Rainer, sind jetzt dahinter gekommen, dass der bei mir ist und lungern jetzt hier rum und müssen jetzt schnell Ablenkungsmanöver starten und schauen, wo könnte er denn sein? Und dass sie dann drauf kommen sind, dass es dieses Haus da gibt und dann diese Geschichte in die Welt gesetzt haben, Chapeau. Ne? Hut ab. Da muss man auch erst einmal drauf kommen. Klar, es ist nicht auf Rainers
Mist gewachsen, aber, ne? Und dann war natürlich die Hausdurchsuchung, wo sie ihm sein ganzes Zeug beschlagnahmt haben. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist, wo einfach nichts untersucht worden ist, keine Sicherheitskopien gemacht, einfach nichts gemacht. Er ist einfach beschlagnahmt, dann ist er ein halbes Jahr lang bei denen rumgelegen und dann haben sie ihm das Ende des Jahres wiedergegeben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Er hat richtig was gebracht. Aber da hat er dann ja auch gleich dann für 2000 Euro neues Equipment gekauft. Und klar sehe ich das ein, dass man sagt, hey, ich brauche einen Rechner zum Streamen, ne? Wenn ich das als meinen Hauptberuf sehe. Aber es sind halt auch wieder so wilde Ausgaben. Ne? Einfach, ja, hier 2000 Euro Scheiß auf alles. Ich weiß nicht, ob es fürs Streamen vielleicht auch, ja, keine Ahnung. Und die meisten Games, die der gestreamt hat, die waren ja eh, also die haben jetzt so die krasse Rechenleistung nicht braucht. Weiß ich nicht. Hm? Was haben wir hier noch? Stühle kaputt. 70 Euro Burger King. Naja, die Polizei hat ihn gefragt, wer Black Rose ist, und er hat gesagt, Black Rose hat er erfunden. Quelle Surprise, wer hätte damit gerechnet? Die Gulasch-Geschichte. Alter, da bin ich ja fast vom Stuhl gefallen. Ich werde heute auch noch Gulasch machen. Ich freue mich drauf. Ja? Ich mache sehr gerne Gulasch. Ich mache ein extrem scharfes Gulasch. Und bei mir ist es also, keine Ahnung, ich mache das heute. Und ich mache heute noch was anderes zum Essen. Das andere essen wir heute Abend. Und das Gulasch, das lasse ich heute 3 Stunden einkochen. Und morgen, wenn es aufs Abendessen hingeht, koche ich es nochmal auf. Und dann wird das richtig geil. Dann machen wir ein paar Nudeln dazu. Einwandfrei. Sollte ich, also angenommen, ich hätte einen Gast übers Wochenende da. Und der würde mir heute Nacht hingehen und diesen Gulaschtopf leer fressen, dem da die ganz gewaltig aufs Dach kacken. Den würde ich ganz gewaltig aufs Dach kacken, weil, also ganz ehrlich, solch eine dreckige Arschlochaktion unfucking fassbar. So, ich habe es wahrscheinlich nicht gemerkt. Ich musste noch mal kurz Pause machen. Ich habe schon wieder Webs in der... dieses Jahr mit den Websen ist es fürchterlich, wie viele von diesen Viechern unterwegs sind. Wo waren wir? Gulasch. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie ihr da drauf seid. Ich bin selber, was Essen angeht, ein bisschen schwieriger Charakter. Ne? Ich habe, wenn ich mir auf irgendwas freue, ne, was zum Essen gibt, also keine Ahnung, ich mache mir so ein Gulasch und ich freue mich dann darauf, dass ich das dann am Abend oder am nächsten Abend dann essen kann und denke, oh, und dann freust du den ganzen Tag. Heute Abend gibt es das geile Gulasch, das hau ich mir rein. Wenn da dann irgendwie mir irgendjemand einen Strich durch die Rechnung macht, Alter, dann werde ich zur rasenden Wildsau. Da werde ich zur rasenden Wildsau. Meine Frau weiß auch zum Beispiel so diese Aktionen von wegen, ja, ich habe keinen Hunger, ich bestelle mir nichts und fress dann deine Pommes weg, die gibt es bei mir nicht. Die finden einfach nicht statt. Ja? Da habe ich einen gewissen Futterneid auf jeden Fall. Ich hätte den, ganz ehrlich, ich hätte den mit dem noch dreckerten Topf, ich hätte den wahrscheinlich krankenhausreif geprügelt damit. Ja, wenn du eh so einen unliebsamen Gast da hast, den du nur da hast, weil er dich mit Geld beschmeißt, den du eigentlich raushaben willst, der einfach unangenehm ist, der deine Wohnung einfach kaputt macht, weil er wie ein Elefant im Porzellanladen sich verhält, der gruselige Geschichten irgendwie ins Internet stellt, der dafür sorgt, dass die Bullen bei dir Hausdurchsuchungen machen und dergleichen. Wenn der dann noch anfängt, die das Futter wegzufressen, Alter, dann ist Polen offen. Aber ganz gewaltig bei mir. Ganz
Zu schweigen davon, dass ich, keine Ahnung, da müsste halt viel passieren, dass ich jemanden wie Rainer Winkler in mein Haus, ich möchte sowieso keine fremden Leute in meinem Haus. Also, klar, Freunde mal zu Besuch habe ich gerne da, aber die können auch immer über Nacht bleiben, auch überhaupt kein Problem nicht. Immer Gästezimmer, das passt alles. Aber ich darf im Leben nicht drauf kommen, dass ich sage, hier, das Gästezimmer, das vermiete ich jetzt. Und dann schon dreimal nicht an einen Rainer Winkler. Also ganz ehrlich, bevor das passiert, na. Und ich sag, wenn der dir dann noch dein Gulasch wegfrisst, ganz zu schweigen davon, man, der Mann scheint ja, die Familie scheint ja auch jetzt nicht sonderlich wohlhabend zu sein, weil ansonsten hätten sie es ja gar nicht nötig gehabt, dass der Dicke bei denen wohnt. Und wenn jeder von uns jetzt gerade die letzten Jahre, sagen wir, die letzten 4 Jahre Lebensmittel sind exorbitant teuer geworden. Mit der ganzen Inflation und dem ganzen Graffel, ganz ehrlich, was wir für 50 Euro nur im Supermarkt kriegen, ist ein Witz. Und wenn du dann, das Summer kaufst, das vielleicht gerade im Angebot und du kochst es dann so, dass du halt dann 2 Tage drauf essen kannst, ist ja auch eine finanzielle Frage. Ja, du hast eine ganze Familie zu ernähren und der andere hat gesagt, es sind so 4, 5 Portionen sind da easy nur rausgegangen aus dem, was in den Topf. Jetzt hat er sich reingeschürt einfach in der Nacht. Was haben wir noch? Ja, der Vertrag mit Karl Dall, den es ja laut Reini niemals gegeben hat. Aber der auch null und nichtig dann wieder war, weil Reini keine Kopie davon gekriegt hat. Das ist auch geil. Das liegt halt auch wieder daran, weil Reini auch keine Erfahrung hat. Er hat wenig Erfahrung mit Verträgen, hat wenig Arbeitsverträge unterzeichnet in seinem Leben. Ne? Wissen alle, im Arbeiten hat er es nie so gehabt. Vielleicht hat er es auch vergessen dann in den letzten 10 Jahren, dass wenn ich einen Vertrag aufsetze für sowas, dass der immer in zweifacher Ausführung kommt und jeder Vertragspartner kriegt halt eine Kopie davon. Und wenn mir jemand kommt und sagt, hey, ja, wir machen jetzt den Vertrag, aber ich hab den bloß in einfacher Ausführung unterschreiben, ich nehme den dann mit, das passt schon so, dann gehe ich. Weil es offensichtlich unseriös ist. Was denkt sie, Reini? Ja, erst einmal schicke ich ein Foto von dem Vertrag an meinen besten Kumpel und danach unterschreibe ich das, weil was soll groß passieren? Und sagen mir manche Leute von euch noch hier unten in den Kommentaren, ja, der braucht keinen Betreuer. Das ist gut, dass der ein mündiger Bürger ist, der Verträge abschließen kann. Es gibt halt einfach geistig eingeschränkte Leute und die brauchen halt irgendeinen Vormund, Leute. Das, ich weiß, ist schwierig bei uns und man muss aufpassen bei solchen Systemen, dass man da nicht irgendwelche Schlupflöcher drinnen lässt, in denen Menschen das ausnutzen können und praktisch hier die Britney Spears Aktion schieben, einfach irgendjemandem die Mündigkeit entziehen und dann praktisch über sein komplettes Leben bestimmen können. Aber es muss doch in Himmel Arschens Namen für Leute, die so offensichtlich nicht in der Lage sind, sich den eigenen Arsch abzuwischen, die Möglichkeit geben, dass man sagt, es tut mir fürchterlich leid, du bist hageldumm. Und du kriegst dein Leben einfach alleine nicht auf die Kette. Und von heute kümmert sich jemand um dich und du kriegst jetzt praktisch eine staatlich verordnete Mama, die auf alles schaut, oder in dem Fall an Papa, die auf alles schaut, was du tust und machst und dir im Zweifelsfall mit dem Stecken auf die Bratzen haut und sagt, aus, nein, so nicht. Und von der kriegst du Taschengeld und dann kannst du in der Behindertenwerkstätte Kugelschreiber zusammenschrauben und fertig ist es. Na, dem gibt man eine gute Sozialprognose und wünscht dir mal einen schönen Tag. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut haben wir es gemacht.
Ah ja, er hätte in Bad Windsheim eine Wohnung kriegen können, da hat er keinen Bock drauf gehabt. Weil, da hätte er sich ja wieder selber drum kümmern müssen. Das war ja gerade das Großartige daran, dass er sich da bei diesem Frankengamer reingezeckt hat, weil ja da noch Kohle reingekommen ist. Da hat er sich ja selber um nichts kümmern müssen. Ah, meine Wäsche ist dreckig, da hast du einen 50er. Ich hab Hunger, da hast du einen 100er. Fahr los und hole, Knecht. Wenn er eine eigene Wohnung gehabt hat, hätte er sich um diese ganze Scheiße wieder selber kümmern müssen. Und Leute, das harte Arbeit. Ja? Aber einmal in der Woche Maschinenwäsche waschen ist wirklich, wirklich harte Arbeit, weil du musst die praktisch die ganze Wäsche irgendwie in einen Korb da, dann musst du diese Wäsche in dem Korb unter Mühen zur Waschmaschine schleppen, dann tust du das dann rein, wenn es bis dahin noch nicht den Schweiß ausgeht. Also es ist schlimmer als der Kreuzgang von Jesus Christus. Also wenn es bis dahin noch nicht Blut und Wasser geschwitzt hast, dann tust du die in die Maschine, musst die Maschine nur zumachen. Dann musst du oben so Schublade auf, dann diesen schweren Deckel abschrauben von dieser Waschmittelflaschen. Und dann musst du den ganzen Deckel abfüllen, da darf nicht zu viel, nicht zu wenig rein, das kann viel schief gehen. Und dann tust du es da rein, ne? Machst den Schubladen wieder zu und dann druckst aufs Knöpfel. Und dann wartest du 1,5 Stunden, bis die Scheiße fertig ist. Das ist absolut unzumutbar. Da gibt man lieber irgendeinem Hiopai 50 € dafür, dass einem das abnimmt. Und das ist eben das, was ich meine, wenn du einfach wirklich die allerkleinsten Kleinigkeiten des alltäglichen Lebens, die nur noch mal Bestandteil sind dessen, was man als Erwachsener machen muss, nicht auf die Kette kriegst, ja, dann brauchst du halt vielleicht einen Erwachsenen, der da die Hand drüber hat. Der hätte sich um die ganze Scheiße, hätte sich selber wieder kümmern müssen. Ah, Dreck. Mit dem Essensbestellen wäre es auch schnell dahin gewesen, weil Rainer so saudeppert ist, dass er sich schnell wieder geleakt hätte. Oder der Frankengamer hätte ihn geleakt. Irgendeiner hätte ihn geleakt. Er hätte ihn wahrscheinlich auch bald da vor Ort in Bad Windsheim keinen Lieferdienst mehr beliefert. Ja, dann muss der vielleicht nur, Alter, ohne Lappen dann auch nur zu Fuß irgendwie zum Supermarkt gehen. Dann muss er sich da was kaufen. Dann muss er das heimbringen. Und dann muss er das kochen. Alter, nein! Ihr versteht, was ich meine. Ja, ganz ehrlich, wenn ich Multimillionär wäre, dann da die alle Leute dafür zahlen, dass sie meine Wohnung putzen, meine Wäsche waschen. Wenn man sich das wirklich leisten kann, einfach, keine Ahnung, ja, weil du so viel Geld hast, wie es das im Leben nicht ausgeben kannst. Ja, warum solltest du deine Zeit verschwenden mit so einer Scheiße? Aber so, 99% der Menschen leben halt nicht so. 99% der Menschen leben halt ganz normal. Die gehen arbeiten und die kochen sich ihr Essen selber und die müssen ihre Wäsche selber waschen und ihr Geschirr selber abspülen und. Und nicht einmal das kriegt der auf die Kette. Und Quies hat er da wieder irgendeine Aussage gebracht von wegen, kann da nicht hinziehen wegen die Hater. Ein Riesenschmarren einfach, ein Riesenschmarren. Ganz ehrlich, was denn in ein paar Monaten hat der 30.000, das ist der Jahresverdienst von einem durchschnittlich verdienten Deutschen. Also hat er rauslassen, einfach. Einfach weg, in ein paar Monaten. Was haben wir noch? Ah ja, klar. In der Sauna hat er Hausverbot bekommen, natürlich nicht wegen die Hater. War auch vollkommen klar, sondern weil er sich wieder wie Arschloch aufgeführt hat, der Trainer. Wer hätte nun damit gerechnet? Ach ja, und dass er die danach ja gedroppt hat und geleakt hat, diese Geschichte. Wo wir alle gesagt haben, ja geil, jetzt sagt das öffentlich, was es für Ding ist, in der Hoffnung, dass die Hater da hingehen und irgendwie Review-Bombing betreiben. Ist auch bestätigt worden. Ja, genau das war der Plan. Genauso wie er damals versucht hat, die Hater auf dieses Dorffest zu hetzen, das sie in Schauerberg abgehalten haben, aus Freude, dass er endlich weg war. Also, ja genau, 500 € in der Woche verfressen.
500 Euro in der Woche. Also, wie gesagt, Lebensmittel sind scheiße teuer geworden die letzten Jahre. Aber in der Woche 500 Euro, das brauchen wir zu zweit nicht. Nicht ansatzweise. Ah ja, klar. Die Leute angelogen wegen Sachen, die da angeblich irgendwie in dem Lager drin waren. Die ihm da angeblich rausgestohlen worden wären. Die im Lager niemals waren. Und, ah ja, und 100 Euro monatlich, das ist die Kirsche am Schluss von meinem Video jetzt. 100 Euro monatlich für irgendwelche komischen Pornoseiten ausgegeben. Also, ist klar, das sind diese Porno-Dating-Seiten, wo er dieses Bild drin hat von 2014 oder was das ist. Wo er tatsächlich nur gut unter 200 Kilo gewogen hat. Und nur alle Zähne im Maul gehabt hat und so. Das ist halt, es ist auch False Advertising, oder? Also ganz ehrlich, wenn ich mich auf irgendeiner Dating-Plattform anmelde, dann tue ich da halt schon ein aktuelles Bild rein. Klar kann das vielleicht dazu führen, dass die ein oder andere Person, also bei ihm sowieso, bei ihm ist eh Hopfen und Malz verloren, da braucht man nicht drüber reden, aber jetzt eine normale Person, tut doch da ein aktuelles Bild rein, weil irgendein entweder nachbearbeitetes oder altes Bild da rein zu machen, ja, das sorgt halt ja auch nur für Abfuck, oder? Wenn man sich dann trifft und die Person läuft am Treffpunkt erst einmal 3-mal an einem vorbei, weil sie einen gar nicht erkennt, weil man komplett anders ausschaut, weil das Bild im Dating-Profil 10 Jahre alt ist und man auf dem Bild, keine Ahnung, 80 Kilo weniger gewogen hat. Ja, dann weiß ich es auch nicht, was sich die Leute davon erhoffen. Oder ob sich Rainer immer noch so sieht, dass er glaubt, der schaut immer nur so aus. Ich meine, wenn man ehrlich, der war nie ein attraktiver Mensch. Ne? Wenn man sich die alten Fotos da anschaut, ihr kennt diese Fotos, ganz alte Fotos, wo die ganze Family drauf ist, irgendwie Reda und Ramona sind da auch mit drauf, wo er daneben steht, ja, wie bestellt und nicht abgeholt, wampert nur, da hat er, was wir da gehabt haben, 150 Kilo vielleicht, aber wampert dort eine Körperhaltung wie ein Aal der vom Baum runterhängt. Und dann dazu diese Lauchärmchen, weil er sagt ja immer, er war schon immer so viel stärker als alle anderen Leute, wo er dann da steht und du siehst halt einfach Körper birnenförmig und dann hat er in diese Birne an der Seite jemand 2 Streichhölzer reingesteckt. Und dann das Auto mit Schauk, mit dem Unterkiefer vorne raus, die ungepflegten Haare. Ja, dass das nichts wert beim Online-Dating, das braucht man sich dann auch nicht wundern, oder? Online-Dating ist halt erst einmal... Jedes Dating ist erst einmal optisch, aber brauchen wir uns auch nichts vormachen, ne? Niemand, der die Möglichkeit hat, jemand anderen zu treffen, denkt sich, den kreisligen fränkischen Fettbeitel, ja, der nur die Hälfte der Zähne im Maul hat, eine Vierteltonne wiegt, eine Haut wie ein Elefant, den nimm ich. Die erste Wahl für Date. Macht doch kein Mensch. Na gut. In diesem Sinne, ich laber jetzt schon wieder seit einer Stunde. Ich werde jetzt aber hier einen Cut machen. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich zu diesem Interview sagen wollte. Ich fand es sehr aufschlussreich, fand es sehr interessant und ich habe mal ganz oft fürchterlich an den Kopf gelangt. Und die nächsten Videos werden wahrscheinlich ein Video über Summer Breeze. Und dann schauen wir mal weiter. Ich habe noch ein paar andere Sachen, auf die ich reagieren wollte, die vielleicht nicht unbedingt game relevant sind, so, wo es um andere Themen geht.
Und dann gibt es natürlich noch die restlichen Indigo-Sachen, obwohl die jetzt auch schon eigentlich altes Met sind, aber die bin ich euch schuldig und die werdet ihr bekommen, früher oder später. Aber ich habe halt wirklich, oft einfach wenig Zeit. Und die wenige Zeit, die ich habe, verbringe ich gern halt irgendwie mit meiner besseren Hälfte. Gerade wenn es so bäriges Wetter ist wie heute. Wir haben heute wieder so ein Wetter zum Könige zeugen. Das war, also, ne? In diesem Sinne, genießt noch euer Wochenende oder habt eine gute Woche, wann auch immer ich dieses Video hier freischalten kann. Wir werden sehen. Dann bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer tut nicht, was Rainer tut und Medal off.